Die Frauen, die mit Jesus von Galiläa gekommen waren, sind am Freitag vor Nacht mit Josef von Arimathea bis an Jesus sein Grab gegangen. Der Josef hat den Körper eingewickelt in ein Leintuch, hat ihn bis an ein Grab genommen, wo ein Stein drin gemacht war, hat den Körper dort hingetan und hat das Grab zugemacht mit einem großen und dicken Stein. Das war alles am Freitag passiert. Da sind sie alle zusammen heimgegangen. Und die Frauen haben angefangen, Parfum zu präparieren. Am Samstag haben sie nicht geschafft, wie es in den Geboten steht. Am Sonntagmorgen, ganz früh, haben sie die Parfume geholt und sind bis an Jesus sein Grab gegangen. Da haben die Frauen gesehen, dass die Fels vor Jesus sein Grab weggeholt war und haben Jesus sein Körper nicht gesehen. In demselben Moment sind zwei Männer zum Vorschein gekommen, die hatten weiß und glänzig Zeug angehabt. Die Männer haben über die Frauen gesagt: Warum sucht ihr zwischen die Toten jemand, der lebt? Der ist wieder belebt. Denkt ihr nicht mehr dran an alles, was er gesagt hat? Der Christus muss für die Sündige abgegeben werden, bekreuzt werden und am 3. Tag wieder beleben. Da haben die Frauen nochmal an alles dran gedacht, was der Jesus gesagt hat. Da sind sie vom Grab nach heimgegangen und haben alles erzählt von den 11 Aposteln. Aber die Apostel haben gemeint, dass alles, was die Frauen gesagt haben, Dummheit wäre und haben nicht daran geglaubt. Aber ein paar von den 11 Aposteln sind bis an das Grab hingegangen und haben gesehen, alles, was die Frauen gesagt haben. Und die haben aber Jesus sein Körper nicht mehr gesehen.